Ja, aber dere, liebe Leute, ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Folge Train Sim World 2. Und ich muss sagen, der letzte Teil von der Rundfahrt, der war schon mit Premium und heute sehen wir einen zweiten Teil. Es echt gerade schon, wie der Drängenhunter und ich durch den Zug wackeln, weil natürlich bei einer Rundfahrt, also bei uns ist eher so eine Luftballonfahrt, ne? Du fährst quasi um den Luftballon herum und dann sozusagen in die Schnur hinein. Und jetzt sind wir gerade in der Schnur und wie kommt man aus der Schnur wieder raus? Du musst natürlich umdrehen. Also was tun wir? Wir drehen natürlich um. Nicht? Also müssen wir durch den ganzen Zug hatschen, weil du kannst ja vorne im Zug auch steuern. Genau, drum, ne? Heute 16, zweiten Teil. Viel Spaß, der wir nicht lang labern. Ne? Und los geht's. Oh, Fenster aufgemacht. Das Fenster auf. Hui. Ui, das gibt ja richtig Gas. Erstmal alle Fenster aufmachen. Dann schön durchlüften. Ja, Wahnsinn. Sagelblicker, 4 halbe heute schon. Na, 14 halbe heute schon. Ja, das war der andere da vorhin, der hat Der ja hat sich sie- 10, 11 zwickt. Das Also, war ja. Das hat war er, hat ja. er ausgelöst, aber ich glaube, zwickt oder sie weniger. Ich glaube, das war nicht mehr schön. Ehrlich. Naja. Ganz eine wilde Annahme, ich glaube, der darf sich momentan noch überhaupt gar nicht halben zwicken, weil der noch Zug war. Meinst du? Vorne. So ein junger Hupfer. Ja. Gut. So, Der ja. sagt, es gibt jetzt Essen und dann muss er noch was lernen. Stimmt ja. War schon verdächtig. Okay. Oi, der Aber ist ja gut im Haus. letzten Samstag Hat gut Frührausch. geholfen. Hab letzten Samstag schon vorgegeben. Leg. Sauber. Sagelblicker, warum wundert's mich nicht? Heilig. So, auf. Uiuiui. Das war schon Vollgas. Aus und Ösen. Alter, jetzt kriegt ihr wieder Einbuhr. Ja, Vollgas draufdruck. So, Abfahrt. Drücken. Aha. Von hier fahren sie als Personenzug. Ja, genau, wieder die Bakerloo-Leinzug. So schaut's nämlich aus. Und Abfahrt. Hä? Vorwärts? Hallo? Jetzt. Ui, da. Ui, Du da, hast ey. jetzt mittlerweile schon erzählt, ein bisschen ausreden. So groß, das hat aufs erste Mal hingehauen, Alter. Wahnsinn. Gibt's das? Ah, schau hier, jetzt dürfen die Leute dann wieder einsteigen. Naja, Alle, die vorher rausgekommen sind. das hätte man billiger haben können, das sagt er ihr. Hm? Ja, wir hätten einfach stehen bleiben können und wieder vorne einsteigen. Ah, weil wir sind jetzt auf dem anderen Gleis. Ah, richtig, richtig. Gut, dass du das Vorhin waren sagst. wir drüben. Warum warten da eigentlich Leute diese Endstation? Ja, die haben das nicht ganz Meine sehr verstanden. verehrten Herrschaften, zu meiner Rechten, Sie stehen an einer Endstation. Hier wird kein Zug kommen und Sie abholen. Bitte Sie dringend das Gleis räumen, ansonsten machen wir das. Yes. Vor allem auf unserer Seite ist halt kein einziger. Also, 2, 3. Die haben das Konzept nicht ganz verstanden. Ich glaub's auch. Naja, selber schuld. Ja. Ich sag, wir fahren auch ohne Gäste, weißt Definition du. von selber schuld, glaube ich, allweil. Ja. Wir fahren auch ohne Gäste, da habe ich kein Problem. Ja, so ist. So, halten wir mal. So, dann machen wir mal auf da. Und rausschauen. Schau hier, wie es alle da stehen. Ei. Hamperer, hey. Meine Herrschaften, ich glaube, Sie haben mich nicht ganz verstanden. Leichter, weil ich das auf Polnisch verzeihe, nicht auf Englisch. Dieses Gleis wird nicht bedient, das ist eine Endstation. Bitte rammen Sie ins Gleis, schleichen Sie gerne, gehen Sie vorn, holen Sie Ihre Taxi, keine Ahnung, wir fahren jetzt einfach so ohne Sie weiter. Bitte. Wenn es einmal so genau geht. Oh, da ist das Gleis einfach hier. Ah, die schaut nur so aus. Ja. War das Famous jetzt, last word. ist es jetzt die gleiche Strecke nach Kempten? Ja, genau. Aha, Die gleiche Strecke wieder zu. na siehst du das. Wir fahren jetzt erst nach Kenten, dann. Ah, dann Kenten haben wir vorher geskippt. Echt? Dafür waren wir bei South Kenten. Ah, Ich okay. glaube, dann skippen wir jetzt South Kenten. Weil jetzt gehen wir dann auf Kenten, dann wahrscheinlich auf North Wembley, dann auf Wembley Central, dann Stonebridge Park, was haben wir da? Harleston, Wilston Junction, Kensal Green und dann Queen's Park. Naja, wie gesagt, es ist ja eine Rundfahrt, ne? Das heißt, man muss ja im Kreis fahren. Mit der Hupen, Hupen. wie der Quetschi schreibt. Warte. Pfeife tief und Pfeife hoch. Jawohl. Jawohl. Sepp, grüß dich. Komm da wieder, schau her.
Der lädt jetzt nämlich die nächsten Leute ab am Bahnhof und dann wenn sie sich nämlich umschauen, wenn Da sammeln sie da zu 100.000 dort stehen, weißt du. Wir sind die Village People. Ja, das sind die Grattler. Aber schnell ist er schon, du kannst nichts sagen. Ja doch, also der zieht gut an, der bremst da gut. Also ich bin da von der Performance durchaus beeindruckt. Doch, eigentlich der beste Kahn bis jetzt, muss ich zugeben. Okay. Doch. Nein, ist eine schöne Strecke, fällt dir nichts. Eigentlich ist die Strecke ultra hässlich. Stimmt. Aber wir haben gutes Wetter, das muss ich jetzt einmal dazu sagen. Ah, na gut, das regnet noch. Wir fahren nur so schnell, dass wir den Regen aus. Ah, jetzt liegt es wieder. Oh, der Bremst. Notbremsung. Alter. Ich hab runtergefahren. Alarm im Darm. Alter, nicht einmal so schlecht. Der Bremstest war erfolgreich. Kein Grund zum Bedenken. Es ist alles nach Plan gelaufen. Ja, Der es ist, Zugführer wird sich darum kümmern, die Notbremse auch gleich wieder zu lösen. Ja, danke. wir haben hier eine sogenannte Gefahrenbremsung, haben wir hier gerade geübt. Wir haben jetzt das fiktive Szenario, Sie verstehen, ein Hase hüpft aufs Gleis. So ein schöner Hase, so ein Feldhase, das ist schon so ein Fett, wo man wirklich Angst hat, dass er den Zug so hochhebt und dann, ja, wir fahren aber jetzt wieder weiter, ich halt mein Papa. Oh ja, ich hätte hupen müssen. Sag, Ist den wieder zur Nacht verbracht? ich hab frühzeitig die Notbremse gelöst. Eigentlich war ich mit dem Kahn ja schon auf herunterfahren, gell? Aber, Wenn's notbremst du. Ja, da hast du rechtzeitig gekriegt. hupen. Aber ich muss zugeben, du hast nämlich gesagt, Notbremse lösen, habe ich das gleich gemacht. Und es hat einfach einwandfrei hingehauen. Geil. Das ist gut. Doch, beschwere ich mich auch nicht. Wahnsinn. Es ist brutal. Es ist brutal. Hupen. Einfach gut. Hast du noch irgendeine lustige U-Bahn-Geschichte oder so, was du mal in Winger in der U-Bahn unterwegs warst? U-Bahn-Geschichte. Ja. Tatsächlich ja. Und zwar, wenn du dich noch an den Dan erinnern kannst. Ja, natürlich. Mit dem haben wir ja mal in einer Band gespielt. Da haben wir Musik gemacht. Das war zünftig. So schaut es nämlich aus. Und dann war die Geschichte die, es war, ich glaube, mein zweites Ausbildungsjahr und ich war in der Berufsschule in Nürnberg. Hm. Und in Nürnberg gibt es ja bekanntermaßen auch eine U-Bahn. Ja. Und ich hock da mit meinen Späßeln so drin, wir fahren gerade zum Saufer in die Stadt rein. Und dann steigt da einer ein. Und ich denk mir, ah gut, zack. Und nein, ich hab schon am Bahnhof gesehen, also du weißt ja, was die Geschichte jetzt rausläuft. Ich hab schon am Bahnhof gesehen, den kenne ich doch. Und denk Ja. mir schon, gut, seh fix, wo kenne ich den her? Und dann war es. Ja? Geil. Und der hat irgendein Gitarrenkoffer hat er dabei gehabt, also der hat da wahrscheinlich irgendeinen Auftritt oder was gehabt, oder was? Ja. Ich habe ja keine Ahnung, was der dann danach gemacht hat nach der Schule. Ja, der hat echt gut Gitarre gespielt. Ja, doch. Der Dreggi und die Seerobben, fast. So ungefähr. Fast Eck 13 haben wir damals geheißen. Aber der Jan ist am Schlagzeug, ich war am Klav5/Keyboard und die anderen zwei haben Gitarre und. Ja gut, gesungen habe ich auch ein bisschen was, aber hauptsächlich hat der Max eigentlich bei uns gesungen. Stimmt. Oh ja, das war schon auch eine gute Zeit, muss ich sagen. Alter, das war so gut. Jeden Freitag einfach da den Bandraum besetzt. Das war- echt wirbig. War schon gürbig, ja. Der Kellermo. Ich habe jetzt aber auch schon jahrelang nicht mehr gescheit Klavier gespielt. Ich Echt? weiß gar nicht, ob ich das noch tue. Ja, gut, ich habe auch bloß mit der Blasmusik nur ein bisschen Schlagzeug gespielt, aber sonst, schwierig. Jetzt steht sie bloß daheim, weißt du schon. Also, haben wir die lustige Anekdote auch schon mal gebracht, wo ich bei dir beim Fasching war und mit deiner Blaskapelle mitmarschiert bin? Ich glaube nicht. Glaube nicht. Nein, ich glaube nicht. Und dann bringen wir die jetzt, weil es war, wie gesagt, Fasching in Gelfing. Ja, und dann hieß es, ja, hier, Dreggi, kommst vorbei, machen wir Fasching. Sag ich, ja, freilich, gar kein Stress. Und dann, ich laufe mit der Blaskapelle mit, was machen wir da? Dann habe ich gesagt, ja, kann ich da irgendwie mitlaufen oder was? Und dann kommst du natürlich, so wie du halt immer drauf bist, so, ja, da fällt mir was ein. Und zack. Und wie alt waren wir da? 15, 16? Nein, ich glaube, wir waren schon ein bisschen älter. Wir haben ja gesoffen, haben wir ja auch. Ja, aber ich glaube, älter wie 17 waren wir nicht. Nein, 17 kommt glaube ich auch gut hin. Auf jeden Fall war dann der Dreggi Tafelbur von der ganzen Veranstaltung. Ja. Und ist mit Skifahren weggelaufen. Mit dem Tafel von dem Blasmusiker-Band, wo der Bremser drin gespielt hat und gescheit trommelt hat. So war Aus der das. Sau raus. Und der Dreggi war vor einem Tafelbur und dann hat er immer Bierli gekriegt und Gurteln. Ah, hat einen guten Tafelbur abgegeben, das muss ich schon mal sagen.
Yes. Ja, ich habe nicht so viel zum Lachen, aber die ganzen anderen Leute, die mich kennt haben, alle schon im Halbsuff leben gerade, hey, Benny, Ja. Ja, das war ja verrückt. Gerade in der Kurve von der Kirche, da waren ja prinzipiell immer alle vom Kattal, du weißt schon. Ja. Ich weiß nicht, wer die immer dahergezogen hat, aber die waren alle da. Ja, Das war schon geil. gut. War schon geil. Das war halt echt griebig, damit ihr da den Faschingsumzug Wirklich laufen und griebig. dann am Ende die Sauferei war natürlich auch wieder gefahren. Ist ja logisch, gehört ja dazu. Bei uns ist es echt gut gegangen, also dass niemandem wirklich schlecht war. Da war doch auch noch der andere komische Dude, der uns dann die ganzen Stempel spendiert hat. Stimmt. Ja, typisch Fasching ist halt das, ne? Ja, eben alle im Vollsuff, alle Jo. wollen, dass die anderen weiter saufen. Das ist ja das. Aber wenn du War gerade das schon Thema... lustig. Ha? War lustig. War wirklich gürbig. Wenn du gerade das Thema Tafalbur ansprichst. Es gibt eine neu gegründete Dorfjugend. Gut, was heißt neu? Also ich sage mal so 2-3 Jahre schon. Ja. Sagen wir vielleicht 4 Jahre Dorfjugend, Gelfing, weißt du schon? Ja. Und die haben eine Tradition. Und zwar, immer der, wo speibt, der wird der nächste Tafalbur. Das heißt, wenn Das ist eine irgend... gute Tradition. Ja, wenn irgendein Festel ist, dann ist quasi, kommt es halt wirklich drauf an, auf dem Dach, wer hat das letztes gespielt und der ist Tafalbur. Geil. Oder Tafalmadel, muss man auch dazu sagen. Ja. Ja. Kann auch passieren. Und Wir dann, sind da ja sehr inklusiv aufgestellt. ja, und dann haben die da irgend so ein Beutel auf WhatsApp, wo du quasi kopieren musst und dann musst du, wenn du das verschickst, dann kannst du ja mit dem Stift noch was hinmalen. Ja. Und du musst quasi das Beutel sozusagen da in die Gruppen reinschicken, musst mit dem Finger drüber wischen und komplett den alten Namen sozusagen übermalen und dann deinen Namen hinschmieren. Und so ist dann immer bekannt, wer der nächste Tafalbur ist. Und es ist halt schon lustig, wenn das halt täglich oder sag einmal an einem Abend 3-mal wechselt oder so. Da geht's gerade richtig. Ja, Alter, wo sieht man denn die Gruppen? Kann man da irgendwie den Live-Ticker quasi kriegen? na, da müsste es halt schon Mitglied sein von der Gelfinger Dorfjugend. Aber du bist doch auch schon viel zu alt für die Gerolfinger Dorfjugend. Ich bin tatsächlich auch nicht drin, muss ich zugeben, aber ja, was heißt alt? Ich glaube, das älteste Mitglied ist 65 oder so. In der Dorf. Wenn es einmal so genau geht. Ui, ne? Ja, freilich. Wahnsinn. Es ist Vogelwild. Alter, jetzt stell dir mal vor, du hockst auf der Arbeit, mit 65, sagst, ja, in 2 Jahren gehe ich in Renten. Ja, und was machst du heute Abend? Ja, ich treffe mich mit der Dorfjugend. Ja, Ich ich mach mal. der Tafelbur, ich hab's letzte Mal gespielt. Ich glaube, der speibt nicht, aber ja, kann passieren. Der hat da schon die Erfahrung, sagst Ja. Aber tatsächlich, das war halt lustig, wenn der mal Tafelbur war, gell? du. Alter, ich muss jetzt einmal vorschlagen. Richtig gut. Jetzt eben so ein Brechmittel ins Bier. Ja. Das war schon gar. Ja. Ah, das ist unehrlich. Jemand muss das Bier reinschmeißen. Na, das macht man nicht. Oi, Das fängt bei oi. Limo an und hört bei Brechmittel auf. So schaut's nämlich aus. Alter, Pippo. Pippo, aber der. Was treibst Alter, jetzt? grüß dich. Was treibst jetzt du da? Musst die glaube ich verlaufen haben. Ja. Na, freut uns. Okay. Danke für dein Follow. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, du kannst uns auch verstehen. Ja. Hallo. Servus, grüß Habe dich. die Ja, Ehre. also, wir sprechen die meiste Zeit in starkem Dialekt. Also, wenn es mit dem Chorischen nicht so ist, dann wird es schwierig, glaube ich, allweil. Aber ich sage mal so, ich habe einen Follow da lassen, also so schlimm kann es gar nicht sein. Aus Luxemburg! Ja, Ja, siehst gerade du's. vorhin haben wir über Luxemburg geredet. Also, ohne Spaß, weil ich war da, vor Corona war ich in dem Jahr noch in Urlaub in Luxemburg. Und dass eben hier jetzt ihr in Luxemburg gratis Öffis habt. Öffentliche Haben wir Verkehrsmittel alles beredet. auf Deutsch. Also, ja, dass ihr in Luxemburg jetzt gratis öffentliche Verkehrsmittel nutzen könnt. So muss das sagen. Kann ich den Dialektknopf wieder ausschalten. Ja, Ganz gediegen. so schaut's Den aus. Sprachgebrauch adäquat anpassen. Naja, vielleicht treibt ihn auch die Begeisterung für den Nahverkehr zu uns auf den Channel zum U-Bahn fahren. Wer weiß, wer Ja, weiß. gut möglich. Du sag einmal, Pippo, stimmt es jetzt, dass in Luxemburg alle Öffis gratis sind? Bevor der Träger da einen Schmarrn verzeiht, weißt du. Bevor ich da jetzt einen Scheiß erzähle. Das war's ja. Weil ich hab das irgendwo mal gelesen. Vielleicht musst du Englisch reden mit mir. Ja, dann kürze nicht liebe Grüße mit LG ab.
wenn der nicht des Deutschen mächtig wäre. Lovely Greetings. Der darf auch Geld zahlen für solche Öffi-Mitarbeiter wie euch. Ja, ich glaube, wir müssen Geld zahlen, wenn wir da haben. Ja. Ich glaube, da kriegen die was raus, ja. Da kriegen die etwas raus. Dafür, dass wir da arbeiten. Ja. Und dann so eine Gaudi-Linie, die den ganzen Tag kreuz und quer durchs Schienernetz fahren. Oder einfach irgendwo einsteigen und Schaffner machen. Das ist der Saufzug. Ja. Oder kennst du das noch von How I Met Your Mother? Da gibt es auch eine Folge mit dem Saufzug. Du, Den letzten Zug quasi, der am Abend wieder nach New Jersey rausfährt. du, ich Wo dann muss. die ganzen abgepackten Leute halt alle in dem Vollrausch noch drin hocken. Okay. Nein, ich muss sagen, ich hab den. Das schafft er durch die U-Bahn, gibt jeden Preis. Und sagt dann jeden Tag, dass das der Udo hast. Die Idee ist gar nicht so schlecht. Und dann die Leute auf jeden Fall bei Öffis nutzen. Ja. Das ja. war's. Das ist ein Modell, das muss ich mir merken. Das machst. Im Schlaraffenland. Alter. Das kann man in unser Zoobimmelbahn, kann man das einbauen. In der Zoobimmelbahn kannst du das machen, da kannst du so Futtermarkerl, wo sich die Leute dann Futter für die Tiere holen. Alter, können, das kannst du war verteilen. halt wirklich gut. Ja. Der Schuhschnabel aber was gekriegt, weißt du? Alter, der Schuhschnabel, der wird so fett, der kann am Ende nicht mehr fliegen. So ja auch nicht, der soll ja da Der wird den bleiben. ganzen Tag durchgemästet. Ja. So, machen wir jetzt so. Aber an sich können Schuhschnäbel schon fliegen, oder? Nicht, dass das so wie Pinguine so flugunfähige fliegen kann. Nein, ich glaube Oder schon. so wie Hähner, das nur so ein bisschen so Nein, ich 3 glaube schon. Meter und dann müssen sie wieder landen. Die haben ja riesige Flügel, ich glaube, da geht schon was. So. Kann ja bloß sein, dass die zum Gleiten verwenden, dass die alle auf einem Berg geboren werden und dann heißt so, jetzt Jetzt auf Abfahrt. geht's verteilt euch in die Welt. Ja. Aber da muss ja Wir wissen nicht, wie das mit dem Flattern geht. Und dann segelt halt jeder irgendwo anders hin. die Mutter Schuhschnabel muss ja dann jetzt mal fürs Eierlegen auf den Berg hatschen, ist ja auch ein Schmarrn. Das ist wie bei den Lachse. Die schwimmen da auch dahin, wo sie geboren worden sind. Da, Und so latscht der Schuhschnabel sein ganzes Leben wieder zum Berg. weißt du, der fliegt da runter und dann denkt er sich, gut, jetzt müssen die eigentlich so langsam loslaufen. Ja. Nimm Das- auf dem Weg so viel Futter mit wie geht. Ja. Nur 2, 3 Souvenirs, die lagern wir dann oben bei uns im Nest. Eben. Und dann fliegen wir wieder los. Genau. Also das war schon schön recht blöd. Alter. Naja. Was haben wir da überhaupt in England? Wir sind jetzt Bas Obacht. Wir waren doch gerade hier bei Stonebridge Park, konnte es sein? Nein, der ist glaube ich schon einmal durch. Ich glaube, wir waren schon mal woanders jetzt. Aber Harletzen kommt als nächstes, falls du das auf das... Achso, ja, dann müssen wir eigentlich dort beim Stonebridge Park gewesen sein. Das Oder kann- beim Wembley Central. Nein, Wenn Wembley wir den Stonebridge Central... Park überspringen. Weil Halst ist genau die Station nach Stonebridge Park. Nein, wir waren bei beidem. Idee? Wir haben Wembley Central haben wir gehabt und Stonehenge Park auch. Ja genau, und jetzt kommt Halst. So schaut's aus. Also Ansageträgen. Da haben wir uns die ganze Zeit einig gewesen. Also ihr Londoner U-Bahn, die Bakerloo Line. So ist Jetzt es. kannst du auf Wikipedia nachschauen. Das Robert, ich schicke dir einfach mal den Link rein. Zack. Da kannst du schauen, was für Stationen wir da lang fahren. Machen wir eine Ansage. Links, Ausstieg Okay. links. Ansage, Ausstieg links. Depp. Das aus, wenn ihr schon. Das war keine schöne Ansage. Okay, seid verraten, ich habe darauf hingewiesen, die Ansage wäre nicht schön genug, wir machen die nochmal. Jetzt, ihr halt in Halsten. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Okay. Bitte beeilen sich beim Einsteigen, wir sind nämlich schon 8 Minuten im Verzug. Merci. Das hast du jetzt nur dazu sagen müssen, ja. Alle. Danke. Gratla. Was meinst du, wieso ich durch den Zug gehe und 270 an jeden Verteil? Ja. Vor allem, weil vorne Not in Service steht bei der Ding, kannst du nicht einmal die Anzeige da irgendwie ändern. Ja, ich weiß ja nicht einmal, wo man das einstellen kann. Das Ding ist ja so alt. Oh, was haben wir denn da noch? Alter? Alter. Ah, gut, zack. Die Heizung. Abfahrt verzögert sich um einige Minuten. Wir haben ein neues Feld mit lauter Schalterkunden. Erstmal, Bitte um Geduld. Angehen. Heizung ist eingeschalten. Steuerungsregler. Okay. Aha. Naja, mir soll es recht sein. Fahren wir weiter, bevor es so schmarrn wird. Wir haben keinen Knopf, wundert ihr uns interessiert. Wir fahren jetzt wieder weiter. Bitte vom Gleis wegbleiben. Danke.
Willetson Junction. Jawohl. Es gibt ja wieder Gas. Ja genau, und danach werden wir wahrscheinlich nur bei Kensal Green halten und dann kommt wieder Queen's Park wieder. Wahrscheinlich. Ne? Okay. Da haben wir ja losgefahren quasi. Ja, so ist. Und, aber da nach Kensal Green geht's quasi wieder in den Underground. Okay. Oder wir gehen jetzt Das zur die- Abstellanlage Queen's Park North. Das kann das auch sein. Kann da passieren, ja. Also halt mal fest, es war doch keine Rundfahrt, sondern eine Hin- und Herfahrt. Ja, Naja. der Pendelfahrt quasi. Man kann nicht alles haben, sagen wir es wie es ist. Aber wenn du jetzt alles hättest, dann hast du ja gar keinen Platz mehr. Das weiß ja, ne? Stell dir das einmal vor. Wo soll denn das Wenn du hin? das managen. Wenn du jetzt alles hättest, stell dir vor, du hättest sogar einen Schuhschnabel in der Garage stehen. Ui, Und der- der Schuhschnabel, der darf nicht. Garage. Nicht? Der macht dort alles kaputt, der kriegt seinen eigenen. Stimmt. Der eigene Voliere ist doch wie Vögel. Aber du hättest eine Giraffe hättest und einen Elefanten hättest auch zum Beispiel. Alter. Eine Robbe hättest. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ja, dann müssen wir erst einmal ankommen. Ja, ja. Aber eine Giraffe stelle ich mir schon ziemlich schwierig zum Halten vor. Ja. Die Elefanten die sind schon ein bisschen groß, die Viecher. Ja. Du musst immer aufs Dach klettern und da das Essen vorbereiten oder so. Ja. Ja, direkt der Schmarrn. Also Giraffe im Garten, sagen wir, das ist schwierig. Aber was du da machen kannst, ist, dass du quasi ein Restaurant baust auf die Höhe von der Giraffenkopf. Ja, Dann kannst du die quasi im Sitzen füttern mit deinem Essen. das stimmt, das stimmt. Aber du musst ja sehen, es gibt ja auch Babygiraffen, also für die muss auch eine Möglichkeit bestehen. Was für Giraffen gibt's? Babygiraffen. Babygiraffen. Ja, da machst du da extra Kinderabteil. Zurückbleiben, bitte. Ja, jetzt sind sie zu spät, die Buben. Jetzt fahren wir weiter. Ja. Ich glaub schon zurückbleiben. So, Was? Jetzt gehen wir es nicht mehr rein. Sehr gut. Cancel Green. Ja, habe ich gesagt. Und danach geht's entweder hier zur Abstellgleis oder wieder zum Queen's Park. Aha, naja. Ja, Schwan, wir können entweder das Abstellgleis Queen's Park North oder das Abstellgleis Queen's Park South. Alter, Jetzt auch. jetzt haut's mir aber zusammen. Können wir auch fahren. Dann müssen wir nochmal durch Queen's Park durch. Aha. Das ist, glaube ich, das, was das Ding eher macht. Naja, dann lassen wir uns mal überraschen. Ja. Alter, aber es ist halt immer nur diese Scheißwetter in England. Ich glaube, die haben kein anderes Wetter programmiert für England. Ja. Alter, da war ein Gabelstapler. Kann man in dem Spiel einen Gabelstapler fahren? Weiter, wo ist der Gabelstapler? Da links in dem Lager war zwei. Uiuiuiui. Wahnsinn. Naja, das war ja vorher angenehm, wo du quasi im Tunnel warst, weil du hast den Regen nicht gesehen. Da weißt hast du du? den Regen nicht. Ja. Alter, authentisches Graffiti, Jungs. Geil, oder? Haben sie So es wieder, geil. da haben sie es wieder rausgehängt. Alter. Wahnsinn. Wahnsinn. Richtig. So, jetzt. Signal ist grün, das ist schon mal gut. Grünes Signal ist Immer gut. 40 Miles per Hour, der fahren. Jawohl. Kensal Green in 600 Yards. Was sagst du, Ausstieg links oder rechts? Dann mach ich durch. Links. Nächster Halt, Kensal Green, Ausstieg in Fahrtrichtung links. So ist es. Ja, gut, geh. Kann sogar stimmen, glaube ich. Kann der die hauen? Ja. Oh. Oh. Na. Was? Ja, das kriegst du locker, der bremst. Ja, das schon, aber ich weiß nicht, ob es. Doch, das ist links. Das schaut gut aus. Ja, hast du sehr gut. Sehr Siehst gut. du's? Natürlich nicht getippt, sondern gewusst. Gewusst. dass der Ausstieg Ist ja logisch. Ja, logisch. Ist ja logisch. Wenn, eben. So, Dalla. Jetzt werden wir wirklich einmal bremsen. Auch wenn es nicht so ausschaut, wir sind tatsächlich der Zug von 10:44 Uhr. Bitte zusteigen. Wir sind halt tatsächlich schon 9 Minuten spät, gell? 8 Minuten. Ja, Frechheit. schon frech. Ja, Ja. gleich frech. Die Bakerloo-Line. Wir haben halt 15 Sekunden für Aus- und Einstieg eingeplant. Voll Nur gut. weg. Voll gut. Schau hier, der Hubert fährt gerade ein. Zurückbleiben, bitte. Also, Kollege, da drüben an der Endstation, Bad Wieberst, da hier in Carroll Wellstone, da stehen da leider ein Kreis, kannst du die bitte mitnehmen, merci. Der Hubert. Der wird sich freuen, wenn er ankommt. Oh mei, das ist jetzt nicht mehr unser Problem. Geil. Queen's Park nächster, gell?
Queen's Park ist die nächste und danach wahrscheinlich das Abschnitt. Ich schätze auch. Also Queen's Park South. Sauf, Lauf, sauf. lauf, stirb, lauf, schnell, stirb, ah. Ja. Alter, das Brüdel, was der Max heute in den Gruppen geschickt hat, kurz fix. Oi. Heute bist du schneller als 20 Miles per Hour. Ja, das ist ja auch so. Und man wird der für 45. Ja, du, ich stehe schon voll auf dem Gas. 7 Meilen vor uns. Ich stehe schon voll auf dem Gas, da geht nicht mehr. Was? Geht nicht mehr wie 3 Gas? Wie? Na? Wahnsinn. Es gibt Da zwar. muss ich das Lob für die U-Bahn wieder zurücknehmen. Die Beschleunigung ist nicht so gut wie die Bremsung. Doch, Beschleunigung ist schon gut, aber Aber dann hinten raus. hinten raus, da fällt's. Ja. Also hat er quasi einen Elektromotor. Von unten kriegt er richtig Umdrehungen rein und dann oben rum wird er halt wieder schwächer. Genau, so ist es nämlich. Wahnsinn. Ja, jetzt hat der Sackelpicker in Gruppen reingeschaut. Jawohl. Haben Einmal. wir die erwischt? Oder Das nein? ist wie, wenn der Max den ganzen Tag nicht antwortet, dann ist er im Stream da, sagt er macht kurz Pinkelpause und auf einmal aus der Pinkelpause kommt der Antwort. Ja. Was genau was? Oh Gott, oh Gott. Ah, das geht. Oida, du bist ein bisschen arg schnell Ja, darum habe ich gerade die Notbremse reingebaut. eingeleitet. Aber nicht, dass du jetzt genau davor zum Steh kommst, wieder Gas geben musst, ein bisschen. Oh, Alter, ich Ah, ja, hab's doch. mit 0,8 hab ich's noch rausgeholt. Die Firma haftet nicht für sämtliche Kopfschäden, die sie sich zugezogen haben, weil sie nicht angestellt sind. Auch der Fakt, dass wir keine Gurte an uns sitzen haben, ändert dies nicht. Vielen Dank. Ja, selber schuld, wenn's mitfahren weißt schon. Ich habe ja nicht aufs MT. Alter, wer schreibt denn MT für Mobiltelefon? Alter, Und C fix mit E. wo heizt es denn? Alter. C-Fix. Gibt's es auch, ja. Den ganzen Tag nicht aufs Handy schauen. Aber wenn er die ganze Zeit Sackeln hebt, dann braucht er kein Handy. Stimmt, ja. Brutal. So, ich bin Brutal. gespannt, ob das der Endhalt ist, du. Naja, gut. Bitte? Er sagt, in 70 Yards ist rotes Signal, also kann da schon Schluss sein. Kann das schon Handy sein, gell? Ja, Dass er uns gar nicht mehr aufs Abstellgleis schickt, sondern sagt, hier, das passt. möglich, möglich. Oder wie vorher, da war ja auch rot und dann sind wir trotzdem noch weitergefahren. Ja, War rot schon. ja, stimmt. So, halt nochmal an. Laden die Kollegen Ja, raus. Sag nochmal Meine Endstation. sehr verehrten Herrschaften, Dienststation, Ausstieg in Fahrtrichtung links. Schaust da an, die Grattler. Bleibt plus hier, deine 270 wiedergeben, die ihr von mir erhalten habt. Die Grattler sind alle eingestiegen, hast du das gesehen? Die Gatter, die eingestiegen sind, die müssten ja auch die Kosten erstatten, die an die anderen auszahlt haben. Okay, also ganz schnell wieder raus. Selber schuld, selber schuld. Was abschließend der Fahrt. Wir sehen, wie sie abgeschnitten haben, Alter. Ist vorbei. Ja. Alter. Haben wir es geschafft. Jetzt haben wir es geschafft. Ah, da kommt die Analyse. Ich finde das so geil, wie das immer ausschaut, wenn man an der Station. Ja, ja. Da macht das so ein Hupfer. Hupferer. Hupfer. So, Günther ist Level 13, schau dir da an. Einwandfrei. Hat hingehauen. Alter. Haben wir gut gemacht. Haben wir echt gut gemacht. Gell? Ja, und schon sind wir wieder am Ende unserer Rundfahrt. So schnell geht das Ganze. Wir haben natürlich eine riesen Gaudi gehabt, auch in dem Stream, wo wir das Ganze schon mal auf Twitch gestreamt haben. Und da wird es in nächster Zeit natürlich auch wieder allerlei Sachen sehen. Und in diesem Sinne sagen wir, merci fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Mr. Team.